So gut, so wenn die bei uns das tun, wenn in der Theke ist, dann war ich mir das vielleicht auch wieder. Aber Hendrik kann du dann am Video so mehr noch tun, nicht fertig haben. Das ist klar. Hallo Marius. Ich habe mir gescheit gefreut von dir, aber ein bisschen interessante Gefühl. So ich will fahren hier nirgendwo, weil ich Ihnen vertellen von wo ich komme und was ich alles belebt habe mit interessanten Tieren. Und vielleicht sei ich ab den selben Weg mit mir top. So ich sehe an dieser Kolonie geboren und abgewachsen. Und ich glaube ein bisschen so, terwijl ich abwas für meine Eltern, ein von den niemals-sten Lied, wo dort hier dabei läuft, wenn die fuhren einen Truck und wir hatten ein TV. So, alle Menschen hatten nicht, und wir waren so ein bitte ein Lied. Aber wir gingen nur Stadt nach Schule. So in der Schule, wo man meint dort, und ziemlich waren die Bilderwesen von interessanten Tieren, und dann waren die 150 Millionen Jahre alt. Und dann weten wir dort alle, na, die Bibel sagt, das stimmt nicht. Dann, wo wir in Haus kommen, dann, wo wir Schwierigkeiten haben, und mein Vater, der fuhr zu der Zeit so viel nur stets, und er brachte Movies mit, ab Kassettfähne. Und da waren Fäne, so Heidi und so oder so. Oder, was heißt das andere? Christi. Das ist allemaal nicht wichtig. Dann hat er einen Tag ein Movie mit, und dort wir im Präjahr in der Rede von Spieltech und von Tieren und dort wir so findlich und so weiter. Und dann wird bei mir so, oh, okay, so, dann ist alles, was Dinosaurier ist, das dann von bei sich findet. Und das ist nicht reich. So, ich habe mich saßen da die Jahr nicht gelassen. Und da meint so viel, da ist ein Stützchen. Und so wie du es finden kann, habe ich noch niemals ein Plotdeutsch von der Gerät, was ich von dir war. So, dann will ich bisschen sagen, alles wohl. Und dann will wir taub, dessen war ich gut, nicht einmal, ich sie verlieren, nicht alle verstehen, ich weiß lange nicht alles, aber ein Teil Dinge, das habe ich bei uns gelernt. So, wenn wir von dir an Hiob 40, Vers 15 wiederholen, dann will ich einfach sagen, dass das wird eine Aventur sein. Für uns deutsche Menschen ist es sowieso eine Aventur, wenn wir uns nicht mal zu sagen, dass jetzt hier mit Unterstand aus dem Piet in der Kau. So, wollen wir von Hiob, Kapitel 40, Vers 15 lesen. Dort sagt du, sei die einmal dem Behemoth an, ich habe beides, dem auch die gemerkt, der fragt groß als ein Rind. Okay, so, das erste Ding, was wir machen, tun, ist, wir machen den Kontext bechecken. So, Tim, die Bibel so reich verstehen als allmählich, dann müssen wir wissen, was ist Juts fertigsten Tags, was hängt den Tags und was von der Sprache redet. So, wer will mir sagen, was wir am Kapitel 39 für eine Spezies haben gelesen? Was haben wir am 39. Kapitel 4? Verschiedenste Tiere. Was für eine? Warum ein paar Stück abbrechen? Welche Kassen, ein Udler, eine Straße, was ich nicht verstanden habe. Ein Piet, was reißt zum Num Kirchenrand. Sind dort ausgedachte Tiere? No, wir wollen alle sagen, Gott redet von der Welt, von dort, was Gott gemerkt hat, und dort sind diese Tiere, was wir Gott sehen. Aber du wirst eine interessante Frage, was uns Moral holst, ist zum Beispiel, wenn du fragst, willst du ein Udler sie nass merken, dann sagst du, oh, no, ich kann noch schon mal gehört oder gesehen, oder ich kann noch schon mal ein Udler gesehen. Und dann muss wir, wo kleine Schalwecke, wie wir weiten von der Natur, was wir glauben, wir können. Deswegen würde ich sagen, wir müssen losfahren mit den Tagen vom 15 wieder. Gott redet nicht von uns, was das nicht hilft. Wenn der am 39 in den Anfang von Kapitel 40 von wirklichen Tieren, was Gott gemerkt hat, redet, dann müssen wir unbedingt vom Vers 15 wieder lesen, mit das sind Tiere, was Gott gemerkt hat. Da würde ich gleich mitkommen, ne? Also, dort kann dann nicht erst eine ausgedachte Geschichte sein, du hast einmal waschen. Dann lesen wir die lang und Gott fängt an mit den Willekassen, dann hast du ein Piet und dann switcht er über nur das, was einmal das dann ist. Wir machen aber noch ein paar mehr Dinge in Betracht nehmen. So, das erste Ding ist, wir wollten ein Teil Dinge nicht.
von dort, was Gott gemerkt hat. Wenn wir vom Kapitel 38 bis 41 lesen, dann, wenn wir uns so durchsagen aus Hiob, dann würden wir tauschen, okay, du sagst was Dinge, die weiß ich nicht. Und das ist okay. Das muss ich für allen wir sind, noch mal so tauschen, was wir nicht wissen. Dann aber du tau, muss wir ganz unbedingt ansehen, dass die Welt ändert über die Zeit. Also, 300 Jahre zurück ist das nicht rotiere Jahr mehr. Dann wir noch endlich alles wissen. Wir wissen das nicht, wenn wir uns an die Jahr mehr einmal rotieren. So, du sind Dinge, die so aschelig sind, als eine Jahr mehr klar, und wir wissen noch nicht mal, dass die Jahr mehr nicht einmal wett wird. So, wenn wir uns an die Kreationswelt anschauen, dann müssen wir unbedingt losfahren mit Dingen geändert. So, Gott macht eine Welt, in der wir fahren. Dann struft die Welt mit ankruten Plänen. Dann versucht Gott die Welt und Noah seine Teil. Und nu leben wir an der Welt. Und du sagst, so viele Dinge, die wir für in Betracht nehmen, wenn wir die Bibel lesen, dort die Dinge haben bloß grob so geändert über die Jahre. Der nächste Ding, muss wir ansehen, dass wenn du erst was nicht weißt, das meint nicht, dass das nicht ist. Okay, so das ist bloß ein Prinzip von Ciencia. Desconocer no es evidencia de inexistencia. Das ist ein Prinzip, was wir kennen, das mit Chenga weiß lang nicht alles, das meint nicht, dass das nicht ist. Dann war es nicht groß, dann lernen wir einmal mehr. Aber wie Große sind auch an der Lehre. Wenn du erst was nicht weißt, das meint nicht, dass das nicht ist. Du willst ich gleich mal anstimmen. Dann müssen wir am vierten Punkt, zum hier wieder lesen, müssen wir ganz klar ansehen, dass von was immer Gott zu Hiob redet, dass wir für Hiob was bekundet. Es merkt die Hiob-Geschichte nicht sein. Dort, glaube ich, müssen wir unbedingt ansehen. Was halbt da, wenn Gott Hiob eine Frau fragt, von erst was wo Hiob, oh, was so? Okay. So, der Kontext da haben wir dann nu, die Welt ändert. Du sagst, die Dinge, die wir nicht wissen. Die Dinge, die wir nicht wissen, meint nicht, dass das nicht ist. Und dann noch, zu guter Letzt, unbedingt müssen wir ansehen, dass Gott früher Hiob nur Dinge, wo Hiob weiß. Dann müssen wir noch eine Frau fragen. Wo da wir das Hiob-Buch haben, eine Zeitlinie. Also, das ist sehr wichtig zu wissen, wann Hiob gelebt hat, die Frau, wo wir uns von der Frau beantworten. So, du sind keine Andeutungen am Buch von Datums. Da meint so viel, wie man hier lesen, dann wie man dort, wo wir gelesen haben, dort die Ländchen, wo drauf hier Buch haben. So, das erste Ding, was uns von der wirklich unbelangt ist, für die Sinnflut wird durch keine Feindschaft zwischen Menschen und Tieren. Okay, wenn das nie ist für ihn, dann habe ich von der was gelernt. So, für Noah aus der Arche rausging, wird dort nicht Trouble, dort ein Leben und Schub in Noah taub ab dort soll geschafft wird. So, für ihn Kinder, wenn jemand einmal gefragt hat, warum haben die dort zum Leben und all diese Tiere zugleich in der Arche? Okay, für Noah aus der Arche rausging, freuten die Tiere sich nicht um sich. Das ist so ein wichtiges Ding. Du meinst so viel, wenn wir in Hiob lesen, dass der Mensch hat Angst für was immer Tier das ist, das ist nur Sinnflut. Kommen Sie mit der Gedanken mit? So, wenn bei Sinnflut alles unter Tieren okay ist, das sind Grünfräters, dann nur Sinnflut sind dort aber einmal Fleischfräters, dann haben die Dinge geändert, so das meint unbedingt, dass Hiob ist nur Sinnflut. Wir müssen aber dann auch noch die Menschen ihre Erlass bechecken, wegen der Erlass von den Menschen, die den Krieg und wo Sinnflut und nur Sinnflut ist. So, das sagt du alle, ich will fragen, wie lange Noah gelebt hat. So, Noah war der letzte von den Olen, der war 950 Jahre alt. So, gut, wie alt war Hiob? Wir wissen das nicht. Wir wissen bloß, dass der lebt 140 Jahre nur dem, dass Gott den Träg stellt. So, wenn wir mit uns die Länge checken, ab wenigstens 100 Jahre vorher, das meint, Hiob hat so bei 250 Jahren gelebt. Wer weiß, von der Zeitraum die Menschen 250 Jahre alt waren? Wer wird noch 250 Jahre alt?
No? Abraham. Hoe oud wordt Abraham? Dat weet we ook al niet. Wauw, ik mag fresh van zinnen zo te houden. Je had nog maar een papier waar dat zegt, Abraham wordt zoveel jaar oud. John, je hebt dat doen. Maar dat is oké. Hierop moet unbedingt nu zinvloed voor Abraham geweest zijn. Dat meint zoveel, dat du es nog sehr interessante Dinge te bechecken. So, wenn wir würden sagen, Futs nu zinvloed, immediatamente pos diluvio, dat meint Futs nu zinvloed, dann haben wir manche Menschen noch ein kleines Stoßchen, 900 Jahre, wo der alt wird. So, hier ist, wo das interessant wird für von dir. Sie wissen dort, dass das ja einzige Tier in der Herren schon mal abmacht wissen, nicht? Okay, wenn ihr das nicht wissen, dann habt ihr von der gelernt. So ist zum Beispiel eine Krokodil. Eine Krokodil weiß das ganze Leben lang. So, wenn wir uns mal feststellen, eine Krokodil von der schon Tag, der wird erst so bei 15 Jahren. Und der kann erst so bei 4 Meter lang werden. Wie lang würde er, wenn er 100 Jahre alt wird? Okay, so nu fängt er an, interessant zu werden. Das sind Dinge, die wir nicht wissen, wenn wir uns das noch einmal durcheinander. So, wir haben Fisch, wir haben Amphibios und Reptiles, die hier nicht mal wissen. So, wenn wir an die Tiere, die alles von den Menschen non sagen, dann würden wir ganz unbedingt sagen, dass hier am Leben noch zu der Zeit, wo du bitte eigentlich gerade die Tiere leben, weil die waren bis eben ein alt. Aber dann ist die Frau, wieso weiß wir dann nicht von diesen gefährlichen Tieren? Und nicht ist zu viel gesagt, wir wissen so wenig. So, wenn wir sagen, dass du wohnst in einem Wald, und du hast deine Schubjes und Tee und all diese Tiere, mit denen du allein kommst, du wirst nicht dein Leben verbringen, mit diesen gefährlichen Tieren provinziell zu lernen und dann noch ein Buch zu schreiben von, wenn eine Krokodil ist 600 Jahre alt ist, dann ist sie 50 Meter lang und die wiegt 100 Tonnen. Wir wollen nicht so ein Buch finden, wenn das por simple naturaleza dort Chef nein. Gefährliche Menschen, die kommen nicht taub. Die wollten dort, dass die vor du hast, aber die wollen sich nicht beschäftigen, Bilder aufnehmen von denen, wenn die nicht Bilder aufnehmen. Aber dort ist nein geschoben, bloß aus eine Tür aus. Aber wenn wir dann die bitte muten in der gefährliche Taub stellen, dann wollen wir dort ganz unbedingt, dass du wenig Informationen wiedergegeben werden, wenn die Natur von unserem Leben. Wenn wir dann noch einen Schritt wieder gehen, ich habe so ein klein bisschen auch mit der Hand, aber ich habe so, dort wird Dinosaurier, was wir in der Schule lernen, dort ist erst so bis 150 Jahre alt wird. Das meint von 6000 Jahren, 150 Jahren, das ist nochmal gerutzt, gestern, wo das wird angefangen ist zu brauchen. Das wird Dinosaurier, das meint am Ursprung bloß ein Lagarto terrible. Wer weiß, was ein Lagarto ist? Oder was? Eine Eidechsen. Okay. So, Lagartos sind all diese Eidechsen und von den Tieren, die du mit so gefährlich tun. Und dort ist ein Wort, das nach 150 Jahren angefangen ist zu brauchen. So, das ist ein Wort, das so nie ist, in Wirklichkeit die Geschichte durchhängen, ist so einfach. Die Menschen haben ein Wort angefangen zu brauchen, um zu sagen, das darf Eidechsen, die noch schwierig sind. Das Wort wird fördert, das selbe Wort wie das wir Dragon ist. Aber eine Schule lernen uns nu, dass das Wort Dragon, das so ein Glaubenswort, und das Wort Dinosaurier ist das scientifische Wort, und das beides leer ist. Okay. Ein Dragon, das meint ein großer Reptil. Was ist ein Reptil? Einer, der ein Bückkrib. Stimmt das? Okay, so dann würde man sagen, das ist eine schändlich große Schlange. Okay. So, dann haben wir all ein Wort, das über die ganze Jahreszeit, ich habe hier geschrieben, se usa desde siempre, wenn du hast bloß kein Registro von das Wort Dragon nicht gebraucht wird. So, wenn die Geschichte lesen, deft mal in der Dragoneswelt nehmen, das ist eine Geschichte, schöne Welt, du sind also ein interessante Tiere, wo du vielleicht von uns ein bisschen gefährlich sind, aber dort mal, das sie sind. Aber über die ganze Weltgeschichte, als Dragon, das Wort, das gebraucht wird für ein Tier, das wir nicht näher wissen, was das ist, und das ist schändlich gefährlich. Das ist die Taubfutung von dem Wort.
So, wenn wir dann nu dort taub doen met, wir haben 900 Jahre Zeit zum Wassen, dann haben wir entweder eine Krokodil oder eine Schlange, wo du 900 Jahre alt bist, dann haben wir ein Tier, wo ich nicht will taub mitspielen. Ich will das nicht mal sein. Ich will nicht mal eine Wutterschlange zu sein, nicht mal eine Schlange, wo du bitte eigentlich hast. Dort merkt uns die Realität ein bisschen besonders. So, wenn wir all das nicht taub an den Armen tun, und dann wir an hier 40, 15 lesen, dann wird dort vielleicht mit Klicken, dort vielleicht hier, ja, so bitte eigentlich besonders, nicht dort, war dort nicht toll gleichzeitig nehmen, aber dann ist das nicht mal so bitte dieser Welt. So, wir lesen nur so an hier 40, vom Vers 15 bis 13 Kapitel. So, das ist die Beschreibung von der Tier, und ich will einmal mit Ihnen lesen. Das sagt du es jetzt. Seid ihr einmal dem Behemoth an, ich habe beides, dem auch die gemerkt, der fährt groß als ein Rind, aber wird von der Kraft, als in dem sie eine Schenk ist, und wo stark als dem sie Panz. Sein Seul ist so stark als ein Zederbaum, und die Sehen an seine Schenke sind fast taubgefleisch. Seine Knöchel sind so stark aus Bronzröhren und seine Beine aus Eisenstangen. Dort hier ist eine Utnumang dort, wo Gott gemerkt hat. Und bloß der angemerkt hat, kann dem Bandien. Ab der Boy was groß für dem zum Frieden und alle Welle Tieren spielen durch rum. Der legt man dort Speckerkrüt und verstärkt sich man die Wieden am Sumpf. Dort Speckerkrüt und die Wieden geben dem Schoten wie dem Riefer. Der hat nicht Angst vor einem Wellenstrom und ist ruhig, wenn der Jordan über seine Fried prallt. Wer kann dem Gelekto angreifen oder einen Strang durch seine Nähe tragen? Kannst du Leviathan mit einem Fischhörn grieben oder seine Zunge mit einer Schlange durchholen? Kannst du dem einen Strang durch die Nähe tragen oder mit einem Hörn dort unter Müll holen? Glaubst du, der wird die nur Not brachen oder fan zu dir reden? Wird der jemals ein Bund mit die Schlüten und die Deinen, solange als du lebst? Kannst mit dem spielen als mit einem Fell oder an einem Strang, die ne Meales geben zum Spiel? Waren die Fischer über den Striden, wie viel ein jeder für den kriegen soll? Oder wird der Handelsmann den schlachten? Kannst du seine Hüt mit Spießen vollstärken oder seinen Kopf mit einem Wohlfischhärten angeln? Wenn du den einmal angreifst, wirst du dort behauen. Und was dann? No more miau miau. Nicht mehr down. Okay. So, wir wollen uns hier so nun mit taub fühlen, was die Beschreibung ist für das Tier. So, das erste ist, das gemerkt von Gott kriegt es hier ab. Das meint, ab der Bank von Kreation sind die Beidbogen. Das meint so viel, dass Gott ist souverän, Gott ist allmächtig. Über hier auch über das Tier, wer immer dort muss sein. Das ist ein Krütfreter, das meint der Gruß. Und dann sagt du, da hast bitte eine Kraft, eine Beine oder ein Panz. Und dann hast du eine so besondere Beschreibung, denn sie Seul ist es ein Zederbaum. Und wenn wir nur beifahren, dann sieht wir uns einmal so eine zum Kohlen merken. So wir haben eine große Unmenge von wie groß ein Zederbaum ist. Und dort ein Seul zu haben, dann muss das Tier nur groß sein, wenn die so einen Baum zum Seul haben. Und dann sagt du, denn seine Knöchel sind so Bronze oder Eisenstangen. Und dann das ist der Anfang oder die Kuspide von Gott seine Schöpfung, also das wird Besonderes von dem, was Gott gemerkt hat. Und dann der lebt, du wo das Not ist, also der gleich du so ein Pöttel zu spielen, dann sagst du bei der Rieferschluten, der Müllfall, wo das schild. Und dann sagt du, der bohrt dort nicht, wenn du großer Strom im Wutter hast, dann meint der kann schwarm oder der kann so stark stehen. Und dann das Letzte oder das Wichtigste ist, Gott beschriftet uns, den jetzt nicht mag zu mehr. Also ganz unbedingt, China will den schlachten, zum den arbeiten, und China wird den Proben mag zu mehr und zum seine Kinder den geben zum Spiel. So dann haben wir eine Teil interessante Beschreibung. Wer weiß, wie groß die letzten Dinosaurier-Knöchel sind, wo du nu gefangen sind worden. Aber Kinder, sag mal, wie groß ist ein Dinosaurier? Oder je größer? No?
Sag mal Kilos, wo schwer? Nicht. Okay, so dann werden wir hier nu an diese Gedeihen angehen, wo ich beim Stärken bleibe für ein Kind und wo ich nu gleich all weit rückgehalten bin. So, das ist entweder wir waren jens drin oder so ein Tier gift haben, oder wir waren nicht aus Wahrheit annehmen und dann wollen wir das Bild nur Gott seine Augen nur so gesund als möglich sein zu bechecken. So, das erste ist, wir können das nicht, so dann muss dort, was Gott hier abfragt, bloß überdreven sein. Und das ist, was die meiste Zeit in unserer Welt nu passiert. Also, die Scientificos, und ich gleich da wird nicht so, aber was muss sein, da sind Menschen, die gruben sich in den Erdraum und die fangen große Knackes. So große Knackes. Und dann malen ein Tier von, wo das können geluten haben, und dann sagen die, das ist 150 Millionen Jahre alt. Und dann kommen wir Christen und sagen, na, die Welt ist noch mal 6000 Jahre alt, so das kann nicht so sein. Und dann leben wir am Sinn von, die haben keine Knackes gefunden. Mikey war dort sichtbarer Sprache. Also, du kannst nicht sagen, die Knackes sind nicht da. Du kannst sagen, die sind nicht 150 Millionen Jahre alt, aber dass die Knackes nicht gefunden worden sind, du sollst wir unbedingt abhören mit der Jagdstreet. Da haben unbedingt besondere Knackes gefunden. Und dort sollen wir unbedingt in Betracht nehmen. So, wenn wir hier so dann nu wollen, sagen, wir können so ein Tier nicht, der Tag sagt, dort hat Tieren gegeben, und der bitte eigentlich wird. So, wenn ich das in Kapitel 40 lese, und dann will ich nicht ein Tier malen, und ich sage, wow, nu werde ich im Garten Eden. Wenn ich will, bei dem Tier in einem Panzer durchkriechen, ich habe es ja abran und spiel mit dem, ne? Da wird so rippig und schön ein großer T-Rex haben im Garten, und dann nach den Klappern so, brrrr, wo der Bremse ist, nicht mit. Das, so, wenn ich das nicht kann, ich glaube doch, wenn Gott fragt hier, wo kannst du von dem Tier? Was du dem Banien? Und dann das zweite Ding, und wo ich wirklich mal tauschtun, dass der Ratstag kommt für uns Christen, als kriegt den Salium, was hier abhat. Wo groß ist Gott? Okay. So, wenn die Knackes fängt, was 6 Meter lang sind, und das ist der Buba schenken von einem Dinosaurier, dann jankert mich zu sagen, nee, so ein Jaft das nicht. Aber das ist eigentlich bloß, wenn ich will Gott dort nicht tot trüht, dass der kann ein besonderes Tier mehr anweiten als von weit. So, dann soll ich unbedingt meine Meinung ändern und sagen, oh, Gott ist so groß, dass er mich gemerkt und er hat einen großen kleinen Tier gemerkt, nicht von weit. Dann fing ich dort hier wirklich was interessant. So, was dann fertig passiert ist, dass Menschen wollen unbedingt haben, dass das Tier, was hier und hier fertig ist, das soll so ein Tier sein, was wir kann. Und wenn die waren irgendwo mal studieren von das, dann war ich 100 Prediger fing, die waren sagen, dass das Tier am fertig wäre ein Elefant oder ein Hippopotamus. Wenn dort sind die größte Tiere, was wir normal werden können. So, wenn ich mit Raphael taub zum Zoologico von Durango, das ist ein bitte eigentlich so ein schmacker Hippopotamus. Und der hat so einen großen Kopf, dass wenn der Mäu das, dann der den seine Zähne bei ihr bleibt, dann fragt er sich, und dann denke ich so, wow, das ist cool, mir fehlt nichts in den Zähnen. Das ist nicht so, mir fehlt nichts in den Zähnen. Aber der Idee ist es, das bloß so groß, und mein Verstand, dein Verstand, dort riecht nicht viel wieder aus dort, wenn ein Elefant und ein Hippopotamus, das ist so gerade ein Tier, was wir haben. Aber hier ist so ein interessantes Ding. Hast du mal ein Elefant oder ein Hippopotamus von Hängen gesehen? Weet je nu wat ik gaan wil? Wo wil ik gaan? Nou, daar wil ik niet gaan. Dan een kleine cel, krak. Okay, so, das erste, das sehr einfachste Ding von das ist, hier 40 sagt Gott, dass der Tier, der Behemoth, der hat ein Zell, so ein Zederbaum. Und ich glaube, Gott mögt mit Fliet um Elefant ein kleines Zell zu tun, bloß zum das wieder wissen, na, das ist nicht ein Elefant. Okay? So, wir haben die was, bloß nicht an den Vollnamen, nur mehr gesagt, sie dort ein Elefant, das ein Behemoth will, denn sie Zell ist nicht ein Zederbaum. Aber das nächste Ding, du tust, ist, ein Elefant ist eigentlich das zweitälteste Tier, das gebraucht worden ist von Menschen zu Menschen durch. Okay? An den Registros von der Weltgeschichte
als der Elefant ein von den ganz ältesten Tieren, was gebraucht worden wir von Menschen, um den Markt merken, und in dem Fall alle Sorten fliehen und dann reisen. Doch kann, im zweiten Fall, kann der Elefant sowieso nicht der Behemoth sein, weil ein Elefant sind Marketier. Okay, so, wie würden nicht ein Behemoth im Zoological fängen, ein Elefant ja? Macht ihr einen Unterschied? Das sind zwei verschiedene Dinge. Dann, jo, wo gehen wir dann hin? So, ich frage ihn jetzt all, was der Ratsa Dinosaurier wäre, was in Bielefeld in China wäre, was zu sagen. Kyle, weißt du mal, was zu sagen? Wo genau das ein Dinosaurier? No? Hendrik, du weißt die leicht, was zu sagen. Wo genau das ein Dinosaurier? Zagrod. Ja, das ist ein Elefant, der Kleine. Okay, du bist ein Ratter. So, ich will noch einmal diese Träge nur diese Beschreibung tun. Der muss eigentlich groß sein, zum dort kann die Beschreibung haben von dort seine Knöchel sind so Brandstangen. Der muss sehr groß sein, wenn er soll so ein Seil haben aus einem Zederbaum. Ein Zederbaum kann 20 Meter lang sein. Okay. So, das ist von so eine Perspektive. Und dann der letzte ist, wenn der kann am Riff stehen und der Strom den nicht mitnimmt, dann ist er groß. Okay. So, der große Dinosaurier, was grenzfrieden hat, was von dir gefunden worden ist, den können von euren Versen steht. Den fing er in 2012 in Argentinien. Und der ist so dicht wie 40 Meter lang, von Spazial bis Spatzkopf. Weißt du, wie lang 40 Meter sind? Okay, das ist ein langes Tier. Und wenn wir von euren Fähr, obviamente weiß wir das nicht, wenn das Fleisch als du Futter fühlt, aber wenn der Feit so halbwegs aufgemäht sind und Kalkulus gemäht, dann kann er so bei 100 Tonnen schwer sein. Weißt du, wo schwer 100 Tonnen sind? No? Wie viel Kilo Loot ein Trailer? Okay. So, wir wollen nicht übertrieben. Zum einen sind es kleine Tegeführen, braucht er wenigstens 3 Trailers. Weißt du, wieso das dann sein merkt, wenn Gott hier sagt, was du denn einen Strang, da hernächst der tragen, in den Haus laden, dann soll noch sie im Jahr alles mit den Spiel. Das war nicht tun. No, das war nicht. So, ich glaube unbedingt dort hier im Kapitel 40 als eine Aventura. Und wir sollen uns nennen dort. Wir wollten noch nicht aus dieser Stadt gelooten haben, nicht mehr alles verschwunden. Ich war nicht nur zu ihnen sagen, das ist uns Behemoth. No. Das ist das dichtste Beste, was der Mensch hat von dir können wollten, von wo dem mich gelooten hat. Wenn das sind Knöchel von einem Tier, was der gefangen hat, was wirklich sind. Und dort merkt das Bild von, oh, vielleicht haben die mit größeren Schildkröten als wir haben. Oder Eidechsen, was immer das dann kann sein. Dann aber, das bleibt nicht durch. So, nun habe ich noch mal bloß einen Großfreter, wahrscheinlich groß ist, nicht mag zu merken jetzt. Das wird jetzt sein. Am 41 lässt Gott noch nicht nur, und merkt das noch ein Schritt wieder. So, wir kommen nun von allen Tieren, was wir haben, die Schub und die Pier und all das, dann switcht immer nur das, was wir nicht haben, und das, was wir nicht haben, merken. Dann switcht immer nur, okay. Niemand wir aufpassen, wo wir hingehen mit dem, wenn das Jankert uns unbedingt nicht tot zu tun, dort so das steht, ja. So, für 41,1, und hier ab 41,1 sagt dort, und der Herr sagt wieder, einer mal tauschtun, dort wer Leviathan gesehen hat, weiß sich nicht mit dem in Mord abgeben. Okay, so nun sind wir all am dritten Jahr von den Tieren, wo Gott gemerkt hat. Und das Leviathan, dem wird beschrieben als was, na, du wirst ja nicht mal sein. Das war die interessante Anleitung. So, wir lesen hier so wieder am 41, wo das sagt, keiner ist so stark, dass er sich wird, dem abzujagen. Wer kann da noch je nie bestehen? Okay? So, manchmal, wo Gott das Tier nicht braucht, zum sagen, okay, hier, du weißt nicht mal, wo Udlas Eiertjes liegen. Du weißt nicht, wer Pierre dort verstand, ja. Du hast keine Ahnung, was du mit dem Behemoth was tun, wenn das so ein bitterlich Tier. Nie wieder sagt du, keiner wird sich das Tier abzujagen. So, wer soll dann noch gegen Gott allmächtig antreten?
Okay, so, maar ich an der Schöpfung, an die Dinge, wo Gott gemacht hat, sind Dinge, wo du und ich von der Nacht nicht überregieren. Sowieso nicht. So, nu werden wir du so mal wieder lesen. Wer wird heil davon kommen, wenn heil je in mir jet? Sonst jaft dort nicht unter dem Himmel. Ich sei noch mehr von wo groß Leviathan ist, wo stark und geschickt ist. Wer kann an sein Lader auftragen, mit was kostet durch seine doppelte Schal durch? Wer kann dem sein Befried aufmerken? Jeder Teen ist zum Ängsten. Die stehen aus einer Stalterei Schilden, die fast aneinander verbunden sind. Die sind so dicht aneinander, dass durch keine Luft zwischen geht. Die sind dicht und fühlen sich taub, dass die nicht gut übereinander brechen. Wenn der Prüß blinkt dort im Licht, und seine Augen sind so rot aus der Sonnenabgang. Dort flammt aus seinem Mühlrüt und Funken spritzen zu sehen. Uit zijn neus riecht dort als von ein Struckvieh in ein Gruppen. Der steckt ein Kohlenvieh an mit seinem Udem und von seinem Holz prallende Flammen. Sein Geneck ist sehr stark. Wer verarmt kämpft, flottert und fort. Sein Panz ist Fuß und jeft sich nicht. Der ist hart aus gegutnet Guss. Sein Hort ist so hart aus Stein und so fast aus der untersten Mohlstein. Der stärkste Angst dort, wenn der sich anrecht, wenn der Krach, sind sie ganz mit Furcht benommen. Kein Schwert oder Spieß, keine Schmiedstang oder Pfeil merken Schuden in Wunden und Arm. Für dem ist Isa so Stroh und Bronze aus verfülltet Halt. Der brückt sich für keine Fehlängsten in Schledersteiner Kittlenarm aus Spree. Ein Knappel schut am nicht mehr aus ein Strohholm und die Schmiedstang lacht heu bloß ut. Sein Panzer ist mit Schwabels bedeckt und heu schlapt sich durch das Blut aus ein Drasch Schleden. Wenn heu am Wutter rum wollt, lädt dort mehr aus wann dort kürbt. Oder so aus einer Kamm voll Tolch und Leh. Hängearm schimmt dort noch Witt aus ein Kopf voll saubernes Haar. Du hast doch kein anderes Tier auf der Erde so ganz unfurcht. Hei kickt allem am Uhr, auch die Höhe. Hei ist der König über alle stalte Tiere. Okay, das ist eine Beschreibung von so einem Tier, wo wir nicht anweichen. Und das ist ganz leicht tot zu tun. Wir haben keine Ahnung. Wir haben nicht so ein Tier. Der größte Trouble, was wir Christen mit dem Tier haben, ist der Part von 4. Okay. So, das will ich sagen, wenn ich will fragen, aber vielleicht will ich welche Ruhe haben. Die können alle mit Hand abheben. Fällt uns so schwer, tot zu tun, dass du ein Tier sein, wo 4 Milch haben. Okay. So, das ist okay. Mir auch. Wenn ich das noch einmal gesagt. So, dann würde ich bloß aus der Tür sagen, na, jaft das nicht. Ein Tier 4 Milch, na, wo verbrennt das nicht? Aber, dort sagt hier so im Vers 26, hei kickt allem am Uhr auch die Höhe, hei ist der König über alle stalte Tiere. So an Gott seine Uhren, nur Gott seine Reden, nur ist dort ein Tier, und dort ist das höchste Tier auf der Liste von der Kreation. So, unbedingt, wo ich dann tun, für mich, ob es dort nicht will glauben, dass ein Tier ja vor 4 spielen wird, wenn Gott sagt, dann wird bloß ein, okay. Aber ich will mit mir taub halten, wo wir hier lang wollen. So, noch einmal mit der letzten Länge von wer ist Leviathan. Dort sagt du, wer wird den abheben? Oder den Markt merken? Der hat gräsame Tieren, der hat sehr starke Lader, oder erst was wir uns nicht hier durchzupuxen. Wenn die Priester das, dann brennt das. Der spricht 4, der ist bütterwenig stark, allmählich zu jeden. Wenn der im Wutter ist, dann will er Wutter kören. Und der hat für nichts Angst. Das ist unbedingt so ein Tier, was wir nicht haben. Und das, was mir das Schwierigste scheint, anzunehmen von der das, wohin der ein Tier mit 4 Milch spielt. Das haben wir nicht. Dann hast du die Frau, also, kann das eine Wahrheit sein, oder ist das nicht bloß ausgedacht? So, das ist die 4 Trouble, und das, wir können nicht Tieren im Wutter, wo du 4 spielen, ob es wie so interessante Wuttertieren kann, das sind ja Tieren, wo du knacken und all so Dinge, du hast von gehört,
aber 4 spielen, na, so werden wir nicht glauben. So, wir haben von der Tag an der Welt ein Tier, das 4 spielen kann. Und dort sehe ich mich ziemlich sicher, dass wir es hier alle nicht und dass wir es bei mir auch noch nicht. So, wenn ich anfange mit 4 Spielereien zu studieren, dann schaue ich ab das. Okay, so dat je een escarabajo bombardero. Voor jullie tjenga, wanneer je een huis voor, dan vraag je een papa als je aan YouTube checken, dan schrijf je dan een escarabajo bombardero, dan ga je zo lachen, je zo wonderen, en gaat alle eeuwen ongeveer. So God heeft zo'n kleine tiertje gemerkt, dat is een tiertje, wat levendig is, die spreekt 4, wat even 100 graden heet is, wanneer je müller gaat. Weet je wat heet 100 graden is? Dat is zum Wutterkerl. Okay. So, Gott hat sich uitgedacht, dass er will uns noch überraschen. Vielleicht haben wir alle nicht dessen Dinosaurier, dessen Leviathan, Rom, und vielleicht ja, wir wissen noch nicht. Aber Gott hat einen Tier hängen lassen, wo uns bewiesen hat, dass Gott mächtig genug ist. Gott ist allmächtig. Aber warum, ob es mal tauschen, ans halt mich vor, du nennst oder ein Tier, ja, vor zu setzen. Das selbe Tier, oh wow, ich habe hier einen Fehler abgestellt. Da sagt el mismo no muere, das ist, was das soll sein. Und der merkt eine Bombe, also der merkt eine Explosion Chemika. Und dort stehen sie ein Mechanismus der Defensa. So, was passiert ist, wenn du das kleine Fischsnipper hier, wenn man dir was nahen, angreifst, dann ist ein Stinkhutter, den stimmt dort an und dort stinkt. Der kleine Tier, der schmiert eine Bombe. Und wenn zum Beispiel ein Pferd oder so, den mal abheben, dann no more miau miau. Okay? So, das ist für mich interessant und anzusehen. Warum muss ich sagen, du hast ein 1 cm Tier und Gott hat den so wunderbar gemerkt. Dort an den sie scharf ist, alles was braucht zum 4 mehr. Und zum 4, so heute mehr, dort wo der Kern kann. Der kann nicht hinkommen, wo der Kern mehr, wenn das zu klein. Aber wenn wir hier auf eine 40 lesen und das Tier bechecken, dann muss ich sagen, oh, okay, vielleicht ist das Knie bloß mehr groß geworden. Ich weiß nicht, also das Knie ist ein anderer, aber das ist auch ein Tier, was du viel merkst. Ich will mal merken, beschäftige dich mal mit dessen Escarabajo Bombardero, dann weil alle Arten interessant ausfängt. Du denkst, was ich das erwähnen ist, ich sie so leicht misstrauisch und ungläubig, über Dinge, was meine Augen nicht gesehen haben. Dann würde ich mich wehren zu sagen, na, Gott hat noch einmal ein Tier mehr als 4 Milchspecht. Und wir haben noch Amazon leben. Die sagt, ihr habt das im Norden dort in Alaska ausgeführt, die habt das in den Städten ein paar Städten, die habt das im Norden Australien, das sind mehrere Städten. Dort habt so groß und sagen, wo du about 5 cm groß warst. Und die sind gefährlich, im Sinne von, die waren heute auch so. So, ich sage, weil bloß mit der du haben dort, ja, ich und du wollen nicht von, was Gott alles gemerkt hat, im Sinne von ein Tier, das 4 spricht. Ich finde aber, dass unsere Negation hat mehr mit zu tun, mit Gott nicht als Gott unerkannt, als mit dort, wie dort nicht wollen, so haben, dass du so ein Tier hast. So, Luthi, du bloß mal nennen, dass du hier ab 41 lesen und du wirst ganz aus den Kopf zu sich schmieden, das, was du glaubst, was du weißt. Dann wirst du das alles noch einmal lesen. Dann wirst du einfach und allein sagen, Gott, du bist Gott. Wenn man so ein Tier aus dem merken kann, dann sehe ich so klein. Mag ich den Unterschied von den Text lesen? Wir lesen den einmal mit den Ohren von, oh, ich kann einen Hund, so nur ich Leviathan hier bezieht sagen. Und dann will ich den urteilen, nur was ich weiß. Ich weiß, dass wir leben in einer Zeit, wo wir mit Hiob eigentlich gut mitfallen können. Wenn das eine Frau, die kann wir gut beantworten, wenn wir können so ein Tier nicht. Aber die Wirkung kann dort an die Kraft so haben als ein Hiob. Und du diesen Text liest, und du die kannst demütigen und ja Gott seine Allmacht und sagen, okay, ich kann kein Behemoth sein, ich kann kein Leviathan sein. Aber wenn Gott sagt, dass der so eine Tiere gemerkt, dann wird mich demütigen und sagen, okay Gott, du bist Gott. Und ich sage, okay, du mit. Dann wollen wir vielleicht auf das kommen. Wir wollen unbedingt keine Ahnung, was wir looten.
Wir haben aber noch eine Beschreibung von was wir können looten. Das Tier, was in 41 beschrieben ist. Das erste Tier, das im Wasser gleich ist, also ich würde sagen ein Reptil marino. Unbedingt ist der übertrieben so groß, im Sinn von Geraten, als was wir alle gewohnt sind, mit Tieren umzugehen. Und drittens, der hat erst was mit Vier zu tun. Der spricht Vier. Der kommt gut am Kerken merken und riecht, wenn der so ist. Ich habe mir entschlossen, für mich selbst, Hiob, seine Geschichte, soll mich deep beeindrucken. Und das ganze eng von Kapitel 38 bis 41, wo Gott Hiob all diese Frauen fragt, die sollen mich bewirken, dass Gott wird mich demütigen. Ich sie klein, sehr klein und aufhängig. Ich sehe nicht die, wer mächtig genug ist, um Gott vernachkriegen und Gott sagen, okay, nicht sei mir mal, wo so jet mir das, so mir das jet. Wenn ich frisch die ersten 3 Verse lese, hier ab 41, dann wird das so schmacktaub. Dort sagst du so, hier ab 41, Vers 1 wieder, einer mal 2 Stunden, dort wir Leviathan sein haben, weiß ich nicht mit dem und mit abgeben. China ist so stark, dass er sich wirkt, dem abzujagen. Wer kann dann noch jen mich bestehen? Wer wird heil davon kommen, wenn er jen mich jet? Sonst jaft dort wegen dem Himmel nicht. Die Taubfutung, wo ich hinwähle, man jünt diese Bilder und diese Tieren anmachlich sein, das ist mir okay. Die Liebe bleibt du bei dir. Wer wird für Gott antreten und Gott nur Verantwortung für? Wir sind in der Hiobs-Geschichte so weit gekommen. Und wir haben uns Hiob seinen ganzen Tag becheckt an 37 Kapitels. Der hat alles verloren und er sagt, du hast das in Oschklampen. Und er hat das verlangt, Gott, komm, sei mir mal, dann will ich die sein, dass das alles andere, was mir passiert. Hiob will Rechenschaft für mit Gott. Und wenn ich diese Tiere, die Leine check, von 38 bis 41, dann will ich tauschen, dass ich bleibe nicht bestehen und Gott sie nicht geben wird. Und nur Gott hat so viel Gratis, so viel Macht, so viel alles, was wir noch wollen tauschen, dass wir nicht würdig sind, Gott nur eine Verantwortung zu führen. So, ich lese hier noch einmal. Wer wird heil davon kommen, wenn er jen mich jet? So jaft dort nicht in dem Himmel. Ich und du kommen nicht mehr heile heute davon, wenn wir uns jen Gott sagen. Dann bleibt unsere nächste Sinnerschau. Hiob 42 ist das Antwort. Wenn du eine schwere Zeit durch ist, das ist ganz okay. Wenn du ein Verlangen hast, mit Gott zu reden, ich glaube, das ist ganz okay. Ich finde aber im Hiob 42 eine sehr gesunde Antwort für uns, im Sinne von, okay, ich kann nicht gegen Gott gehen und Gott sagen, du hast mich artig behandelt, was kann ich dann tun? So, wenn wir uns Hiob 42, das kommende Werk lesen, na, uns diese Frau fragen, okay, Gott ist Gott über alles. Er hat besondere Tiere gemerkt, wo wir nicht von weiten, aber das ist Gott. Was kann ich tun, wenn mir das schlecht? Und was will Gott mit mir in diesem Leben? So muss Gott uns das Verlangen schenken, dass wir Gott loben Gott sein. Klein und das uns die Tiere auch mal gleich sagen, wo Gott gemerkt hat. Laut beten. Vor dem Himmel, wir beten die von der an, aus der Gott, der alles gemerkt hat. Wir beten die an, wenn wir wissen, dass du und einzig du allein Gott bist. Wir wissen das und wir stehen dazu, dass du hast ein Teil Dinge gemerkt, wo wir nicht vom Weiten. Aber wenn du sagst, dass du die Tiere gemerkt hast, dann werden wir dort glauben und die Ehe geben dafür. Wir beten, dass wir möchten unseren sehr kleinen Tauschstand für die Tauschstand, dass du bist Gott allmächtig und wir sind von dir gemerkt. Help uns, diese Demut zu lernen
und wirklich in ons Leben unterwaan. Wir beten, dass du wirst durch die Bürg von Hiob an uns kann den Willen bewirken. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.